sexy. Du bäst för mig, bäst mig, ge mig. Jag ser det du är sexy. Inte vet från genomen. Jag ser det du är sexy. Du bäst för mig, bäst mig, ge mig. Jag ser det du är sexy. Jag ser det du är sexy. Jag ser det du är sexy. Finn dig sinnet fri. Döjas verklig fri. Jag ser gott sin känd. Jag sin känd. En min fura sin lys. Gudsne steg för mig. Jag ser gott sin känd. Jag sin Goedemorgen, Lebenswasser. Vi freuen uns so, dass ihr von euch gewählt habt, unseren Livestream zu checken. Wir haben tolle Leute singen. Gott von der Schöpfung, Neumann steht. Der Gott von der Leisung, mit den Weitruh. Was du dein Leben jetzt, doch wie hol es dir nieder. Aus der Stein wird wacher an, träumst du doch drauf gegangen. Nur diese Stille wollen mit Blitz, nur an sie kiefer in Leben, jenen Tag los. Nein, so singt, wir singen wie alle Lied, die Brot von
wat stoika hier het moe. En wat ik na die online. Ik weet u laat me niemand voor. Du bist met me. Du bist met me. Du bist met me. Du bist met me. Wherever je nu groet zijn, ik doe je het mouw spreken. Hoor naar de weer van deze Leute en besonders de nächste Leute. Reed van waar God nog allemaal dezelfde is, als wat hij allemaal geweest is. Neem de weer in die hart aan, dat du kannst anfangen te wachsen in die Glaube. Denn Gott ist noch einmal für dich. Gott ist noch einmal met die. Zijn vrede, dat is nog einmal ram die. Neem dat aan. Ik dacht er wordt nog voor. Aber du hast niemals versagt. Lön ohne Ändernis. Ik weet du kommst ja. Wenn du hast noch niemals versagt. Din Versprechen bleibt stehen, har du besser immer trygg. Ich sehe in dine Hände, dort meine Gelotenheit, du hast niemals versagt.
verspreken blijft doen. Har du bäst samma tru, samma tru. Jag ser en dina hej, dort mine gelotenhet, du versagst niemals. Die verspreken blijft doen. Har du bäst samma tru, samma tru. Jag ser en dina hej, dort mine gelotenhet, du hast niemals versagt. Vandaag wil we kijken naar een geschichte van een jong, van een jonge familie van veel jaar terug. Dit zijn de 1700 jaren van de geschichte van de Newton-familie. Zij hadden een klein jong en zijn naam John. Wegens John al nog ganz jong weer dat we een zeer kluger jong, een zeer begaafder jong. En zij leerden aan Gott zijn weg, wel christelijk te leven. Zij leerden aan christelijke leider en Farschen uitwendig te leren. En hij leert bij zich. Was hij plus 6 jaar oud, werd zijn mama krank en zij starf. Dit was een grote treu, een grote voordeel in deze familie. En de vader vindt in de korte tijd een andere vrouw, bevriend zich waren en zij hadden een kind. Over deze tijd wordt John tot sie geschoven en hij voelt zich verstaat van zijn familie en hij voelt zich eerlijk met zijn familie. So van ganz jong het alle vangt hij aan op schaps te schoven. Dit zijn in de 1700 jaren. Dan weer Skloven dat we nog einmal erlaubt, dat we sehr veel Skloven te die tijd. En dit we krijg in die tijd wat Skloven veel met schaps wordt op doel gevierd. So John, van plus 11 jaar oud, vangt aan op zo'n schap te schoven, wo ze dan met Skloven handelen. Nu, plus een paar jaar, hij is verder gekomen en hij vangt aan dat te even zijn, dit Sklovenschap. Hij meest voelt als hij een kapitein over zijn ene schap. Zijn leven wordt plus immer euer en hij wordt immer harder en hard. En zijn leven dat gläst plus uit. Wordt een zeer harde mens, zoveel zo, dat zijn ene mensen, wat op zijn schap weer, zeiden, die kan niet geloven, wel hard das John weer. Dat wir een hoinscher mens, zijn red weer schwinsch. En zo ze omgaan met mensen weer hoinsch en hard. Hij had al voor veel jaren niet gebed. Heb je wachtgewandeld van God, das kleine jong wat er veel leren deed en leider zingen en Farschen geleerd had, je niet wachtgewandeld. Maar er kwam een dag, nu vele jaar, meerdere jaar, in 1748, in maart. Hij was met zijn schapen am water en er kwam een grote storm, een hoinscher storm. En dat schap, dat later wordt ondergaan. Dat wordt verkield van de wagen en ze geloven, die worden dat niet meer aan. Midden in dit, een van zijn mannen wordt op het schap geschoven, het valt in water aan en storft. Aan een nabije zijn, geloven, dat is verdrongen. En dit redt hem aan en während deze tijd, im eerste Mal in veel jaar, roept hij naar God, zie gnädig met ons. Dat had hij lang niet gezegd en dit Mal, je dat niet om God sparen, dit weer eine Frau. God, zie gnädig aan ons. Hij beet voor God, voor het eerste Mal in veel jaar. Je neemt ook nog, zij even leven. Zij merken dat durch danach aufstehen in een schap met diesen storm. En zij even leven. Dit weer een anderes punt. Dit weer de Obergott voor John Newton. Zijn leven gläst uit, maar dit weer de Obergott van zijn leven. Van diesem Moment aan vangt hij aan naar God te beten. Hij vangt aan zijn leven om te ändern. Hij vangt aan naar God te kijken. In de tijd later, hij geeft zijn leven aan naar God. Hij geeft zich aan naar Jezus als zijn redder. En hij wordt een prediker van de kerk. Hij schafft hij met geloven en nu schafft hij schwor van zijn
dat Skloven worden kan vrij zijn, dat er niet wordt skloverie zijn in de wereld. Hij predigt het woord, hij leert andere mensen en hij die een kind van God. En während deze tijd schrijft hij en leidt, wat we vandaag gaan zien, zijn zeer gouden leid, dat heet zich Amazing Grace. Dit wordt zijn wondervolle genade. Zijn leid wordt in het Christentum vandaag gaan we wat veel gezongen. En dit is dat hart van John Newton, waar God ontvangt. Dus in dat schaaf, niks dat wil onjagen. Hij dacht aan den dag en schreef een leid en zei, wondervolle genade. Overschein. Du fang Gott an, auf dort schaaf. Für arm würden sie haben gesagt, vielleicht du wir nicht gut nehmen. Weil Gott sie nicht Gnade, als einmal gut nehmen. Gott sie nicht Gnade, als einmal genieren. Wer wird das Leid drauf sehen? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here
You are forever mine. Dat je pas so erscheint von diese Genot singen, und nicht bloß hier das Schein von dort singen, oder so te feil und was dankbar sein von der Samaris für die Genot, was Gott über uns hat, dass wir können etwas verstehen, was das wirklich meint, dass der Genot serviert. Hey, ich heiße jeder einer Welcome hier online, dass die kann mit uns top sein, durch Internet, mir freut, dass die mit uns top sind. Für all die, was tüß sind in Lebenswasser und je hier tüß hier, Dankeschön für on Internet sind mit uns top. En ook voor vele de ja's wat ook online zijn, ons kijken, welkom. Ik vrees dat die met ons top zijn van deel. Ik dacht van deel zomaar, so, wanneer we hier im Januar en Februar vielleicht gesagt, dat dit wat er vielleicht könnte passieren mit dem ganzen Virus, wie würde hij sagen, na, dat glaube ich meist nicht. Und nu fängt het al meest een beetje te veel, dat is normal. Maar het is niet normal dat die hier niet zijn. De kerk is ladig en wie würde so hier zijn, dat die kunnen alle hier aankomen. Ik würde het gleiche te zijn, wanneer je Kinder alle mitbringen. Und in Juwelier Sonntag habe ich hier 200 Kinder, die alle naar de Kinderkerk ran und die haben eine gute Zeit da. Und das ist so viel Freude, dass jetzt schon Gemeinschaft hat alle taub. Wir können von der nicht hier sein, aber wo immer je sind, ich hoffe, die sind mit guten Freunden taub. Und die haben gute Gemeinschaft, wo immer je sind. Vielleicht seid ihr on Vacation oder wo immer je sind. Dankeschön für mir uns taub sein. Ich würde Mut merken, dort wieder am Sonntag zumeist uns checken, dass ihr nicht weggehen von Gott sehen wird. Wir haben eine praktische Botschaft von der Ware und so wie wir meistens in dort angehen. Wir sind in einer Reihe von Botschaften, was wir Missionen an. Wir hatten den ganzen Monat, wo wir checken noch verschiedene Missionen in unserer Kirche. Von der haben wir eine Mission, was wir wollen mit von reden, was wir in der Stadt tun mit Geld. Die Mission, die heißt Licht im Leben. Das ist hier ganz dicht bei, das ist hier am Korridor, diese Mission. Das ist hier an, der angefangen von Daniel Panasch. Und Henry Unger wird von der reden an ein Video. Er ist auch ein von den Lehrern. Aber das ist eine Mission, die wir in der Stadt tun, wo wir können wem handschauen, was dir wirklich helfen wird. Sie tun durch Counseling. Und so ist die Counseling schafft, was immer du durch ist im Leben, wo du gleich von frei zu werden, sie helfen die mit dort, dass du kannst frei werden von dort. Sie haben durch hier eine Stuhl, wo du kannst gerne wohnen, vielleicht mit den Parecha-Taub, wenn ihr aus dem Couple dort will tun. Das ist so fein abgestaltet. Und so wie in der Stadt dort, wir haben eine gute Connection mit ihnen. Und wie wir die tun, wenn du in der Zeit bist und du sagst, mir fehlt Help, ich würde mal gleich frei zu werden von so Dingen. Das ist eine gute Gelegenheit, eine gute Stadt, wo wir die gleich in Hand schicken. Und so, sie tun auch auslehren, sie haben Klassen, was sie geben tun, zum Reiten, zum Counseln, wenn die interessiert zu counseln, und die wir gleich mehr zu lernen, sie tun das auch. Sie haben Klassen, wo die kannst ankommen, und dann lehren sie die, dass du kannst counseln. Und so, das ist eine gute Mission, und von der, weil wir bloß hochheben, und loben, und Dankeschön sagen, was sie tun in dieser Community. Viele Menschen vor der Hand, die wurden gehalten durch dort. Und so wie ihre Ernten, wie heben und hoch, und wie sagen Dankeschön, Licht im Leben, für was die alle tun. Und so wie in der Stadt wieder mit Gebet und mit Geld, dass die Mission kann wieder drehen. Hier ist das Video von Henry Unger. Ja, guten Morgen, alle. Ich bin Henry Unger und ich bin hier bei Lebenswasser, um einen Betenreport bringen von Licht im Leben. Licht im Leben hat angefangen von Dani und Tina Penner. Sie haben dort angefangen. Und Licht im Leben ist eine Mission, wo wir Menschen helfen mit verschiedenen Problemen. Und so haben wir ein Programm, wo wir 12 Stunden durchgehen in 10 Tagen. Und so wie die Menschen wohnen dann bei uns. Wo wir uns dann ein bisschen tun, das ist in Jesaja 61, Vers 1, und so auch Lukas Kapitel 4, Vers 18, wo Jesus selbst sagt, dass wir gekommen, die arme Menschen das Evangelium zu predigen, die Blinde sein zu merken, und so auch die Lahme, dass sie gehen können, und so weiter. Und das ist auch unsere Mission, so aus Licht im Leben. Wo wir dann von Gebundenheit zu Freiheit, das ist ein Ziel, wo wir die Menschen wollen versuchen, das mitzuteilen, dass wir von Gebundenheit zu einer Freiheit kommen, wo wir auch von Problemen zu Gelegenheit. Das ist unsere Mission von, weil vielmal haben wir da Probleme in unserem Leben, und wo wir auf einmal können sein, dass du noch eine Gelegenheit hast. Du sind in der Gelegenheit in unserem Leben, und so wie freuen uns, dass wir können
diese Mission kann Import sein vom Problem zu eine Gelegenheit. Was von den Menschen halten wir? Der Licht im Leben halbt der ganz meiste. Die plattdeutsche Menschen von sehr vielen verschiedenen Gemeinden, plattdeutsche Menschen von verschiedenen Kolonien und so auch von verschiedenen Ländern. So, wir sind Import von, wo wir Menschen halten dann von verschiedenen Städten und wir sind sehr glücklich, dass wir keinen Import von dort sein. Unser Programm ist ein Programm für 10 Tage, wo wir durch Hand und wo Menschen dann hinkommen dann und sich dann halten lassen, die wohnen durch den Zeit. Und so, wir freuen uns, dass wir diese Gelegenheit haben. Wir sind sehr dankbar, besonders für Lebenswasser. Sie tun uns einmal unterstützen mit Geld und Gebeten und so weiter. Da sind wir sehr dankbar für. Und dass wir können auch mit Lebenswasser taub an einer Mission sein. Und so wir sind sehr dankbar dafür. Und Dani und Tina, sie sind auch sehr dankbar, dass sie Support kriegen von sehr vielen verschiedenen Areas, dass das Programm kann wieder ran. Vielleicht soll ich noch ganz einfach sagen, dass wir nehmen nicht betont. Jeder einer kann kommen, wer da will Hilfe haben. Und das als möglich kriegt durch Lebenswasser und so auch verschiedene andere Gemeinden. Vielen Dank und Gottes Segen. Good morning, Lebenswasser. Ik freue mich wieder in jullie met zijn. Ik würde leichen, wenn die hier lebendig wären, aber das ist nun nicht möglich. Aber ich freue mich daran, dass wir in den Heim kommen, oder wo immer ihr seid. Und ich will ihn grüßen im Namen Jesus. Ich weiß, uns checken Menschen von weit und breit vielmal, und wir wissen nicht, in was von der Lehre ihr seid, aber wir sind ein Tag hier verjüngt, und wir hoffen, dass Gott sein Wort hat auch verjüngt, was zu sagen, wenn die auch in anderen Ländern sind. Wir sind in der Mitte von den Botschaften, die nennen wir Mission. Wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Und das ist ein bisschen das Thema von dir, besonders wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Aber wir haben in ein paar Wochen gecheckt, nur wer für was. Und hier rede ich von, du musst erst klar haben, wer du bist, für du selbst im Kurs sein, was er kann sein. Oder ein anderer wäre, wenn ich nicht weit weg in Christus sehe, wo will ich die sein, wo du kannst in Christus sein. Und zu diesem soll ja welcher Punkt, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir die Klarheit haben über unsere Lösung, was Jesus von uns getan hat, und dann haben wir das für ihn anbieten. Für ihn sind rede ich von hier sie ich, schack das für ihn. Und das haben wir mal ans Denken, Moses doch so steht. Und so wenn ihr diese Botschaft nicht gehört habt, könnt ihr gehen an unsere Internetseite oder an unsere App, oder vielleicht auch an Facebook oder YouTube, könnt ihr finden. Aber das sind alles Botschaften, wo alle reden von Mission. Und von der will ich reden von Jef mi Dien Broot. Und ich will die Geschichte lesen von, wo Jesus die 5000 Menschen feiden wird. Ich will die lesen in Lukas Kapitel 9. Ich will hier nicht nachdenken, bitte der Schrift steht, aber ihr könnt mitlesen oder die Luther nur lesen in jene Sprach oder in jene Bibel, was die haben. Dort fängt Jesus steht an in Vers 10, Lukas 9, Vers 10, und als der Apostel zurückkam, vertelten sie ihm alles, was sie getan hatten. Na, Jesus hat hier groß vorher die 12 Apostel rübergeschickt und er juist ihnen Autorität und Macht zum Heilen und bei sich Geister rübertrieben. Und so das ist der erste Part von dem Kapitel. Aber nun kommen sie drei und sie vertellen Jesus von was passiert ist. Dann nahm er an mit und sie ging für sich allein in eine Stadt in Bethsaida. Aber als das Volk dort anward, ging sie am heran. Er heißt an Willkommen und redet an von Gottes Reich. Und wem dort fehlt, den heilt er. Und als das Abend ward, kamen die 12 und seiden haben, schickt das Volk weg, dass sie nur die Städte in der Heer und die Umgehung können, dass sie unter da kommen und was zu essen fingen, weil sie sind hier in der Wildnis. Aber er sagt an, gebt je an zu essen. Sie sagen, wir haben hier nicht mehr als 5 Brot und 2 Fisch. Bitte, wir sollen für all diese Menschen gehen essen kaufen. Willst du wären ungefähr 5000 Mann. Und er sagt zu seinen Jüngern, lud an sich Dulsaten in Gruppen von 50. Und sie deuten dort und schafften dort, dass sie sich alle Dulsaten deuten. Dann nahm er die 5 Brot und die 2 Fisch und checkten Himmel,
dankt dafür und braucht dort und geeft die Jünger dort, die Menschen fair zu sagen. Sie eiten alle und werden satt und sie losen noch 12 Jahre Treimelstaub, die übergeblieben wären. So, das ist die sehr bekannte Geschichte, wo Jesus 5000 Männer, wir wissen nicht, vielleicht sind dort 10.000 Menschen gewesen, 15.000. Zu der Zeit dürfen sie Menschen teilen, bei Familie oder bei Männer. Und so die Männer hatten sie wahrscheinlich früher, oder vielleicht Kinder, wir wissen nicht, wie viele Menschen charakterieren. Aber da waren eine sehr große Herde Menschen. Und der Tag hat Jesus gelehrt. Und so nu wird es Abend und die Jünger sagen, check und weg. Und so hier sind ein paar Punkte bei dieser Geschichte, weil ich gut habe von der, wenn das sind Prinzipien, was für uns wichtig sind. Und so das erste ist, das ist zu groß für mich. Ich schaue mir das vor, wir sind alle manchmal, wo in der Lehre war, wo wir so folgen, das ist zu groß für uns. Like das haben wir niemals getan. Wir haben viele Geschichten in der Bibel von, wo Gott auf besondere Weise einen Mensch braucht, zum bütergewöhnliche Dinge tun. Zum Beispiel Moses, er wird am Meer und hing an eine große Armee und sie werden in einer Klamm. Und Gott, durch Moses, der Wutter ab. Wir haben die Geschichte von Gideon mit 300 Männer bekämpft eine große Armee von tausenden Menschen, was Gott zu teilen ging. Und David mit Goliath, das sind sehr bekannte Geschichten. Aber Gott hat immer weiter dort getan, was für uns zu groß war. Aber wenn wir an denken, wir denken an Mission. Was die Mission hat zu tun mit Menschen. Ich dachte, das wirkt an, okay, wenn wir nur Gott sein Hort checken. Gott sein Nummer ein Plan, erst so viele Menschen zu raten als möglich. In Stutze 3 sehe ich eine Botschaft, Gott sein Reck voll von seinen Menschen. Das ist Gott sein Plan. Und er geht ganz bottom Kreuz, zum dort erregen. Und nu sie ein Kind Gottes, und du bist ein Kind Gottes. Und so wenn wir Gott leben, wir haben unsere Visionen, unsere Tag hier, wir sagen, Gott leben Menschen dahin. Aber wenn wir sagen, wir leben Gott, dann wollen wir dort, was Gott will. Wenn wir nach euch haben und morgen früh leben, dann haben sie das selbst Ziel. Wir sagen, fährt nach euch jetzt frei, wo der Mond einfach winkt und der früh ein anderer Weg. Aber so ist es auch mit uns Verhältnis mit Gott. So, wenn wir sagen, wir leben Gott, aber wir sind nicht interessiert in dort, was arm interessiert, dann ist das was auch recht mit uns hart. Und so, wenn wir von Mission reden, dann reden wir von einem Ding, das sehr dicht bei Gott sein hart. Und wenn wir Gott seine Kinder sind, wir leben Gott, wie dein Menschen, dann ist uns dort dicht und hart. Aber das gibt so eine Dinge, die uns zu groß sind. Und so hier sagt es, will zu werden, ungefähr 5000 Mann. Sie haben nur Eten für einen Mensch. Und der hat noch einen kleinen Jungen mitgebracht. Also, der allein hat Eten mitgebracht, weiß wir nicht. Aber allemal die Jünger sagen, das ist viel zu groß für uns. Like, schack die Weg, dass sie sich können, wo gehen Eten kaufen. Und ich will Ihnen das ein klein bisschen wiesen, die Menschheit auf der Welt. Aber wir haben von der 7,8 Billionen Menschen auf der Welt. Na, das ist vielleicht ungefähr, aber manchmal würde ich sagen, wie 8 Billionen Menschen. Und so, wenn wir denken, dass wir als kleine Lebenswasser, wir sollen 8 Billionen Menschen erreichen, das ist viel zu groß. Und wir können das never tun. Wir haben von der all die Technologie, was wir nu korrekt brauchen. Viele von ihnen sind mir vielleicht ganz das in der Welt. Und so wir können predigen auf viele verschiedene Städten in der Welt. So, da merkt das all viel leichter. Aber 7,8 Billionen Menschen, das ist eine sehr große Herde Menschen. Und wir haben ein kleines Zeugs, können sein, wir haben ein kleines Korstje Brot. Und das reicht für einen Mensch sozusagen. Und das ist ein Bett, wo die Jünger wären. Wir haben ungefähr, sie sagen uns, von diesen 7,8 Billionen Menschen sind 29% identifizieren sich als Christen. Na, hier müssen wir denken, dass die sind bloß in der Religion, was sie christliche Religion nennen. Das ist bloß im Gegenteil von Moslems oder Hindus oder irgend sowas. Diese 29% sind nicht unbedingt wahre geborene Kinder Gottes. Aber das sind bloß Menschen, die nicht das, was sind, aber sich identifizieren als eine christliche Religion. Wenn wir würden sagen, wer ist wirklich wahre geboren, dann würde Prozent wieder draufgehen, aber wir wissen nicht korrekt wie viel. 2,1 Millionen Menschen, Anabaptisten, oder wir können vielleicht sagen Mennoniten in der Welt. Na, das ist, wir müssen denken, dass das nicht plattdeutsche Mennoniten.
Dat je van jou veel Mennoniten, actually veel meer Mennoniten, wat nicht Plattdeutsch reden, als wat Plattdeutsch reden. Viele von diesen, die wohnen in anderen Ländern. Afrika zum Beispiel hat viel Anabaptisten. Das Wort Anabaptisten, da meint bloß wahrer Tofa, aber dazu, von der schon dachte, die Mennoniten fährten, das selbst gedenkt. Und so, da sind sehr viel in Kongo, in Äthiopien, da sind sehr viel Anabaptisten in Indien und in anderen Ländern von der Welt. Sie sagen uns nu, dass wir sind nu so weit, dass in anderen Ländern der Welt viel mehr Mennoniten sind als in Nordamerika. Aber das sind nicht unbedingt so, was Plattdeutsch reden. Viele von denen reden ganz andere Sprachen, was wir gleich würden kennen. Ungefähr 500.000 plattdeutsche Menschen. Na, das ist so, das ist schwer zu sein. Das so, was ich fand, wie von 350 bis 500.000. Aber das sind die, was unsere Sprache würden reden, oder wenn es eine gewisse Form davon. Das gibt noch Plattdeutsch schon noch ein bisschen verschiedene Sprachen. Aber das sind die, was wir würden sagen, das ist uns Volk, ja, das sind die, mit wem wir können vertalen in unsere Sprache. Ungefähr 75.000 wohnen in Mexiko allein. Na, das ist ein Nummer, was ein bisschen am Dol geht, da sind sie nicht ganz einig, aber ungefähr so viel, 75.000. Diese zwei Gruppen hier, dort ist uns Missionsfeld. Wir als Kirche, wir glauben, dass wir den Ruf von Gott zum uns plattdeutsches Volk für Jesus erreden. Na, da meine ich, dass wir nicht andere versuchen zu erreden. Wir haben gesehen, Präsident 3, wir haben eine Mission unterstützen in Zacatecas, wo die Indianer, die da wohnen, und die Prediger, die da schafft, dort ist ein Spanischer, wenn es nicht in Mennonit, was Plattdeutsch redet. Wir haben hier eine Boy dicht dabei, die Tarahumara unterstützt, wie das eine andere Rasse Menschen, auch als wir sind, reden eine andere Sprache. Aber uns als Kirche, uns Hauptraub als Kirche, als plattdeutsche Menschen. Aber wenn wir denken an 500.000, oder wir denken ja, komm mal bloß an Mexiko, 75.000, das ist danach eine große Arbeit. Und manchmal denken wir vielleicht so, das ist zu groß. Aber das ist die Ursache, diese beiden Gruppen hier, das ist die Ursache, wo wir Plattdeutsch predigen, das ist die Ursache, wo wir Plattdeutsch singen so viel, wir haben viele Leute an Plattdeutsch sagen. Das ist die Ursache, wo wir die Bibel in Plattdeutsch merken, dass die Audio in Plattdeutsch wird. Das ist die Ursache, wo wir schaffen nu mit Beker übersetzen. Wir dann gerade schaffen mit einem Buch übersetzen in Plattdeutsch. Da wird auch ein Audio sein. Wir dann noch tägliche Bibel lesen, das, was wir im Englisch würden sagen, Devotionals. Da wir übersetzen, da werden wir auch ein Audio merken. Das sind Dinge, wo wir Dollar anfangen mit zu schaffen. Und ein Ziel ist noch viel Dollar. Wenn wir haben 500.000 plattdeutsch redende Mennoniten, und sehr viel von diesen, die kennen Jesus nicht persönlich. Das sind meist alle religiös. Die leben meist alle an Gott, in gewisser Form von Gott, aber nicht wirklich an Jesus Christus als unser Erlöser. So, das ist, wo eigentlich ankommen. Und so, wenn wir denken, dass da sind 500.000, Jana hatten dort 5.000 Männer mit ein klein bisschen eten. Wir haben 500.000 Mennoniten und wir denken mal, also das ist zu groß, oder wollte ich das jemals tun. Und so, wir brauchen Ebersata. Und so, ich will Ihnen von der some Dinge ganz persönlich an Hort leiden. Du kannst Plattdeutsch, du kannst Ebersaten, vielleicht wohnst du sogar in einem anderen Land und du willst gleich Mathe schaffen und du kannst von Englisch noch Plattdeutsch Ebersaten oder von einer anderen Sprache. Gott hat dir den Weg berufen, Gott hat dir die Sprache gegeben. Dann mal die. Wir wollen Menschen brauchen zum Ebersaten. Wir brauchen Menschen, die wollen mit der Technologie schaffen. Wir haben ein Studio gebaut in unser Office, wo wir mehr abschnacken und uns vor Menschen fehlen zum dort daran, wer mehr mit dieser Dinge sich versteht. Komm vorwärts, komm die melden, komm mit uns reden. Wo haben wir die Best? Wir wollen diese Art Menschen brauchen. Wir wollen Lehrer brauchen. Wir wollen auch plattdeutsche Lehren abtapen oder abschnacken, wo wir vielleicht ein Teil in der Bibel lehren dann. Du hast eine gute Fähre, du kannst es tun, komm mit uns reden. Ich sehe in Stütze 3 in eine Botschaft, dass Wycliffe Translators, das ist eine Organisation, die die Bibel übersetzen, und sie sagen, dass 2024, dann wollen sie die Bibel übersetzen in alle Sprachen von der Welt. Und ich weiß nicht, was das meint, in jeder, was wir würden Dialekt sein, aber alle Hauptsprachen von der Welt.
Aber wenn wir uns mal feststellen, das sind 5 Jahre, 4,5 Jahre vielleicht, aber wenn wir mal sagen, 5 Jahre. In 5 Jahren kennen Sie die Bibel eben sagen, in alle Sprachen. Es ist möglich, dass wir können Port sein von in 5 Jahren alle plattdeutsche Menschen mit dem Evangelium erreichen. Na, ich weiß, dass Menschen, die wohnen verstreut, irgendwo in Kolonien, vielleicht in Bolivien, Argentinien, ich weiß nicht, wo wir alle wohnen. Viele von diesen Städten die sind taub für das Evangelium. Dort, wo Radio sehr handig kommt, dort, wo Phone oder so eine Dinge sehr viel wert wird, wenn wir den Weg Menschen das Evangelium mitteilen. Aber weißt du, in 5 Jahren, das ist sehr leicht möglich. Wenn wir das klar haben, dass das Gott sein Raub für uns. Aber weißt du, Jahre 5000 dort, die gehen nicht anders zu finden, als dass die Jünger Jesus da eine Multit geben, und sie sehen dort, und dort wird mehr, und sie teilen das aus. Und so wie als Kirche, wir haben die plattdeutsche Sprache, wir haben die Technologie, wir haben Gebiete und wir haben Menschen. Rein alles, was fehlt, ist bloß, dass wir Jesus da wollen geben und dass er das Wort Mul nehmen und dass wir wollen viele Menschen erreichen. Eigentlich, weil wir sehr klar haben, bloß wenn wir die Sprache haben, bloß wenn wir die Technologie haben, bloß wenn wir die Menschen haben, dort meint sehr wenig. Wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, wir haben nicht Gott, wir haben nicht den Sehen, was Gott auf diese eine Multit gibt, dann schaffen wir umsonst. Die Jünger würden halt die Multit ein Mensch geben, die Salz abeten, aber sie geben Jesus da. Er hauft ab, er dankt dafür, und dann fangen sie an auszuteilen. Mir ist es immer interessant, an zu denken, wo passiert das Wunder? Ich glaube, das Wunder passiert in den Jünger daheim. Und weißt du, wir können uns feststellen, Jesus gibt Petrus ein Brot und sagt, nu geht es aufteilen. Ja, das kleine Brot, die haben so eine Bonds an wieder, kleine Brotjes, nicht? Wie viel Geld nehmen ein Mensch hat 3 Abteile multi. Und so, nu soll ich gehen, diese 50 Jahre, Jahre 100 dort, die sollten nicht mit das Brot sehen. Und so den ersten Jahr vielleicht ein kleines bisschen, ein bisschen das Aufmal wird, nicht? Aber dann ist die Batterie verlängert und das Brot ist nachher durch. Und so Brück war offen. Wie weit nicht kriegt, dass ich dort in Jesus hängt für mich und an die Jünger. Das ist really sehr wichtig. Aber die Wichtigkeit ist, dass sie geben Gott dort. Also sie geben Jesus dort und er milkt der Meier. Vorweg 3, rede ich an Jesus in zweite kommen. Wir wissen nicht, niemals kriegt, wann das ist. Aber ich persönlich glaube, dann an die Zeit rennt auf. Wir haben 500.000 plattdeutsche Mennoniten, wo du brauchst keine Sprache lernen, um die für Jesus herreden. Du brauchst 16 Stunden vielleicht nicht aus dem Computer schaffen. Aber du brauchst 16 Stunden aus Eva Saaten. Aber du bist Part von dieser großen Arbeit. Und so, wenn wir nicht so denken, dass das zu groß für uns. Wenn wir dort beten, was wir haben, die Technologie, was wir haben, die Gaben, was wir haben, Jesus, die geben, er kann den Mul nehmen und wir können uns wundern, wie viel wir erreichen können mit dem Bett, was wir haben. So, das ist zu groß für mich. Das ist ein Ding, wenn wir Gott das geben, dann ist es niemals zu groß. Meid und hungrig in der Wildnis. Noch ein Ding, was wir finden, diese Geschichte, ist, dass diese Menschen, die haben den Tag eben gehört, da haben wir Jesus gehört, ich sage, es wird wie interessant, und Menschen werden geheilt, verschiedene Dinge, aber doch, wo wir meid, und sie werden nicht hungrig, und sie werden in der Wildnis, und die Jünger sagen, schaut dir mal fort, du mal ab hier mit Predigen, nu hast du mal lange nicht geredet, lass dir mal gehen, dort noch verschiedene Städte, noch, vielleicht noch Farmer, sein, dass sie wo schlucken kann, bitte eten kriegen. Und das heißt es das, und als das Abend wird, kämen die 12 und jeden Tag schickt das Volk weg. Dass sie nur die Städte und die Hefe und die Umgehung kommen, dass sie unter da kommen und was zu eten kriegen, weil wir sind hier in der Wildnis. Na, wenn ich an das denke, und wenn ich an uns Volk denke, dann weiß wir, dass uns Volk als vielmal meid und hungrig und in der Wüste. Wir sind meid von uns religiösen System. Wir sind meid von Regeln über Regeln über Regeln. Und das ist niemals nicht genug. Das ist niemals Frieden ans Wort. Menschen sind meid von dem System, aber sie wissen nicht näher, wohin. Ich und du haben die Antwort. Jesus ist die Antwort für das ganze religiöse System, wo wir sind.
Viele Menschen sind müde. Vielleicht weiten sie nicht mal mehr wie ein Wort. Aber sie sind Jahren für Jahren und ihr Regeln abgewaschen. Ihr Leben ist schwer. Ihr Leben ist sozusagen gebunden. Und sie sind jässlich in der Wildnis. Und ich und du, wir haben dort eten. Ich und du, wir haben die Antwort. Wie kann Gott sein Wort? Damit meine ich nicht, dass wir die Antwort sind, aber wir haben die Antwort. Und die Antwort ist Jesus. Und dass wir Jesus vorbringen. Und dass Menschen mal die Gnade, wo wir gerade von singen, wo das John Newton, er versteht einmal die Gnade und schreibt von Leuten davon. Und wenn wir die Gnade verstehen, dass wir sind einfach mal los in Christus. Und wir sind verjährt in Christus. Und ich brauche mich nicht mehr Angst haben, wenn ich morgen war gestorben und ich war vor Gott kommen. War meine Kleider taurigen? Oder war das taurigen, was ich Gott getan habe? Oder war das taurigen, dass ich so und so fertig sie nicht weiß was? Das habe ich ganz von verjährt. Und wir können bloß einfach mal Fried finden in der Gnade Gottes. Und so unsere Menschen, die sind meid. Jesus, er sagt, es steht, kommt alle nach mir, die schwere Lasten gehen, bedreckt und meid sind. Und ich will ihnen Ruhe geben. Und weet je, Lied, viele von unseren Menschen, die Menschen waren das dollste Tausend für das Evangelium. Die sind doch das meiste von ihr System. Wir haben gesehen in uns ganzes Volk, in der plötzlich redenden Welt in den letzten Jahren, dort gibt eine Erwartung. Menschen waren viel doller auf für das Evangelium. Wenn wir die Lehre wahrnehmen, dass wir nicht nur anschlucken, was Menschen wacker sind, Menschen horchen. Ich glaube, das Coronavirus hat für viele Menschen abgeweicht und nicht bloß dort, aber es hat die Weich aufgemerkt, dass mehr und mehr politische Information und Internet ist, oder am Phone, oder Mensages wurden durchgeschickt und so eine Dinge steht. Und so hat für zum Gott mit sich gebraucht. Eine Ursache, wo in Menschen nur Jesus getragen werden, wo in 5.000 Männer werden, vielleicht 10.000 Menschen, du hast Jesus entfeinden. Weißt du, wo in der werden? Wenn du bei Jesus, du fang sei Gnade. Du wartet nicht recht, du wartet nicht bloß zu sie geschoben, du wartet nicht gesagt, oh, deine Haare sind so arg, oder deine Kleider sind so arg, oder das arg, ganz arg. Du wirst bloß einfach mal Gnade in Christus. Und so das, was Menschen durch Hand tragen. Mir ist es immer interessant, dass die äußerste Sünder sozusagen, die folgen sich maklich rum Jesus, aber die gehen der religiöse Lehre in den Stich. Und so das einmal gleich finde ich auch noch so. Dass wir als Predigten so religiös sind und so gesetzlich und so korrekt so und so macht die alle, dass Menschen uns in den Stich gehen. Aber wir können Jesus anbieten. Und das ist ein großer Unterschied. Menschen sehen nur Erfüllung in ihr Leben. Und wir sehen dort in Geld, wir sehen dort in Business driven. Wenn ich hier in unsere Welt nachkicke, dann sieht man so, dass wir haben uns nicht rechtgefangen mit uns ganz Meid sein und mit uns religiösen System. Die sind da rausgekommen. Aber nicht das, was wichtiger geworden als Jesus. Und das ist Geld und Business driven und all die Dinge, die in der Welt drehen. Und so wie man Jesus klar haben, Jesus anbieten. Und Jesus sagt das, und als er das Volk sagt, jammer haben das eben an, weil sie werden verjagt und helplos, so schon ohne Hort. Und welche viele von unseren Lied sind charakteristiert. Die Horts, was sie haben Angst an die Jagd, die haben gebunden und ein gesetzliches System, und das ist keine Heilung, das ist keine Gnade, und das meint bloß, ich will sein, mein Beste zu tun, dann hoffe ich dort noch mal Gott anzukommen, aber ich kann niemals eine Sicherheit, und ich sehe meid von dort. Und ich würde mal gleich mal die Wahrheit zu hören. Und so wie haben die Wahrheit, weil wir endlich bringen. Dann seht ihr zu ihnen, Jünger, du hast eine große Art, und welche 500.000 plötzlich redende Menschen auf der Welt, na, viele von denen sind gläubig, Gott sei Dank, aber viele sind nicht. Aber das ist eine große Art. Dann sagt, du sind nur wenig Arbeiter. Und so, wir sind bloß eine Kirche, du sind andere Kirchen, die auch die Wahrheit predigen, Missionen, weil wir die nicht verachten. Aber wir können noch mehr tun als Kirche. Du hast vielleicht noch never die Hand und Wort gelegt, zu mir halten. Fragt dem Herrn, der die Arnte hielt. Immer wie klar haben, der Arnte hielt Gott. Alle Menschen, das ist nicht unsere Kirche. Wenn wir hier taub sind, hier kommen diese Menschen an, das ist nicht uns. Der Arnte hielt Gott. Dort hat er Arbeiter geschickt, der Arnte anzunehmen. Wenn wir Gott beten, dort hat er Arbeiter geschickt. Aber weißt du was? Du, was fährt die Antwort zu den einen Gebet? Jesus seine Jünger sollen beten für Arbeiter, für die Arnte, aber sie werden noch die Antwort zu dem Gebet. Und so werden wir nicht bloß beten, aber wenn wir klar haben, dass wir sind fertig, die Antwort. So, das ist zu groß für mich. Weil wir das nicht annehmen.
Meiden hungrig in de wildernis. Wie had de antwoord? Jezus is de antwoord. Jef du aan wat dan fehlt. En weet je, Jezus zei tegen de jongeren, ze kwamen naar hem en ze zeiden, hey, we gaan deze mensen, deze meiden, en daar hier was, schickt hem naar huis, schickt hem mal weg, laat hem mal gaan, zich wat kijken, dat ze weer slopen. En Jezus zei, nou, dat je die eten geven. Hij zegt dus dit, aber hij zei aan, geef je aan te eten. Ja, der had een kleiner Jung da, ich weiß nicht, wer in das Landschaft wahrgenommen, aber einer, wer die kleine Jung hat was gebraucht. Vielleicht wird Petrus ihn sehen, wir weten nicht. Er ein von der anderen. Wir weten nicht, von das kleine Jung saß, als dat der Jäuf sein eten. Und wenn sie ihn eten Jäuf, waren 5.000 oder 10.000 Menschen eten gejäft. Und die Jünger dachten nicht, dass sie die Antwort hatten. Sie dachten bloß, Jesus die Predigt viel zu lang. Und sie fangen mal an, mit Jesus zu gehen, und am zu gehen, sie fangen mal an zu sagen, hey, jetzt da mal ab hier, like, nu ist es al klok 1 und die predigten haben, ist es al klok 3 und 4 und 5, ich weiß nicht, was die Klok gewesen ist, aber die Resten haben wir predigen, dort wird Abend. Lass mal gehen, dass sich was fängt, like, das ist nicht unser Problem, like, wir haben nicht die Antwort für das. Und Jesus sagt, ja, ihr habt, dort jeder mal feiden. Und wir können auch so denken, hey, Janik soll mal was tun, oder die Missionsorganisation soll mal was tun. Weißt du was, Jesus sagt zu uns, du die feiden. Du, nicht John Wallace Prediger, nicht Jacob oder Benny oder Albert oder ein von unseren anderen Predigers oder Diakon, er sagt, du die feiden. Du hast auch was in deinen Hängen. Und wenn wir nicht so leicht zu denken, hier sie auch, schau das hin. Wir haben das Gespräch, du gehst mit Menschen an, vielleicht mit deinen Arbeitern in deinem Geschäft, oder du gehst mit Menschen an in deiner Familie, dort fährt vielleicht der Schwanz steht, um von Jesus zu reden, dort sind unsere Familie. Aber wir gehen alle mit Menschen an. Wir haben das Brot von dem Leben. Jesus sagt, ich sehe das Brot, ich sehe das Leben. Und so werden Menschen das anbieten. Wir haben nicht toll leicht zu denken, dass wir haben nicht die Antwort. Das ist nicht unser Problem. Like, wir haben nicht die Solution, würde ich sagen. Wir haben nicht die Antwort für das. So, jetzt du was dann fehlt. Und dann sag ich habe nicht genug. Like, das bisschen, was ich habe, dort halt mich. Sie sagen es nicht, aber er sagt, an Gift Dien zu eten. Sie sagen, wir haben hier nicht mehr als 5 Brot und 2 Fisch. Und vielleicht denkst du so, das bisschen, was ich habe, merkt keinen Unterschied. Aber ich will dir eine sehr wichtige Frage stellen. Und ich will gleich mal jeder für ihn selbst beantworten. Was hast du? Vielleicht kannst du 5 Preise geben. Vielleicht hast du eine Gabe. Du kannst ein bisschen was tun. Jef dort beten nur Jesus. Und dann kann er das mal nehmen. Und er kann da viel von merken. So, was ist es, was du hast? Like, du kannst vielleicht nicht singen, vielleicht bist du nicht begabt im Predigen, vielleicht bist du für verschiedene Dinge nicht begabt und denkst so, okay, mit mir ist es nicht, ich kann ja nicht. Aber du hast gewisse Dinge. Du hast eine Sprache. Du kannst reden. So, braucht dein Reden zu Menschen von Jesus vertellen, oder Menschen sehen, oder für Menschen so reden, dass die von Gott getroffen wurden. Das sind Dinge, was du kannst tun. Du hast Hänge. Du kannst mit deinen 2 Hängen die Nubergun halten. Du kannst mit deinen 2 Hängen in deiner Familie schaffen, dass die zu eten haben, dass die lehren können, dass die Jesus kennenlernen. Du hast Hänge zum verschiedene Dinge tun. Du hast Geld. Vielleicht sehr wenig. Und wir denken einmal so, weißt du Gott, wenn ich mal 1 Peise kann geben, das zahlt so wenig, wir hätten nicht geben. Aber das ist nicht, wo Gott will haben, wir sollen denken. Wir haben Geschichten in der Bibel von, wo Jesus, die weet früher, was der 2 Cent gibt, er lud, er sagt, er hat mehr gegeben, als der Recke, was von er Überfluss geben. Und so, weil wir nicht so denken, dass wenn ich kann bloß einen Preise geben. Wenn du einen Preise kannst geben, weißt du, jeder Million Preise fangen wir einen Preise an. Aber ich kann 10 Preise geben. Vielleicht hast du ein Teilgeld und du kannst Millionen geben. Und einmal sagt vielleicht so, okay, das fehlt da viel Geld, oder like, da wird nicht reich verwollt worden. Wir können beide enger Uitred haben. Aber die Uitred ist fertig, entweder ich habe zu wenig, oder ich habe zu viel, oder ich kann es nicht, oder ich verstehe es nicht, oder selbst wer kann es besser sagen. Und das sind Uitred, was Gott nicht halten.
Gott sein Recht wird nicht gebüht von, ich kann es nicht, und Jana kann es beten, und das bet sie halt nicht, oder ich will nicht so viel gehen, wollen sie nicht verwolten. Davon wird Gott sein Recht nicht gebüht. Und so diese Jünger, sie geben das Kleinbett, was sie haben. Wir merken den Fehler, dass wir glauben, dass das Kleinbett, was ich habe, das ist nutzlos. Und das ist nicht. Wenn du dort betest, oder dort viel, was du hast, jeft das nach Jesus. Und er kann es mal nehmen. Und er kann es ein großer See machen. Und weet je, die Kirche als die Körper Jesu Christi, das ist der beste steht zum Geben. Darum meine ich nicht, dass wir bloß Krieg hier in diese Kirche sollen geben. Aber wenn wir so geben, dass wir sicher sind, dass nur Gott seine Arbeit hat. Und dass Gott seine Familie, dass wir das klar haben, dass die Kirche als die Körper Jesu Christi. Jesus sagt, was die haben einen Kuffel kalt, wo der irgendwem gegeben hat, habe ich mir getan. Wenn die das in meinen Namen haben. Und andere wäre, wenn die mir das Kuffel geben, ich merke das zum Sehen. Und je kann dadurch zum Sehen sein. Und so wenn wir das klar haben, dass das bet, was wir haben, je wie Gott, und dann kann er das sehen und er kann das vermehren. Aber wenn wir nicht so denken, wenn ich nicht so und so viel habe, will ich nicht geben. Das haben ja mal, wo Menschen denken, über Schuld betonen. Aber wenn ich nicht so und so viel kann geben, das halb je wenig das bet zu geben, will ich nicht geben. Und das ist ein rechter Weg von Denken. Wenn wir dort bet, was wir können geben, und wenn wir Gott freuen, dass er das Wort vermehren. Und so, gib mir, was du hast. So die Jünger fähren wieder zu groß. Sie können nicht. Aber sie sagen, die Menschen werden meiden hungrig. Und sie sehen, das ist nicht unser Problem. Du schickt immer weg, das selbst wir mit dem Wort handeln. Das ist wie fandst du es zu groß. Dann sagt Jesus, gib du, was ihnen fehlt. Aber sie sagen, wir haben nicht genug. Und dann sagt er, gib mir dort, was du hast. Gib mir mal das Brot, was du hast. Und das ist, was sie tun. Dann nehmen sie die 5 Brot und die 2 Fisch und schickt nach dem Himmel, dankt dafür und braucht dort und gibt die Jünger dort. Und das ist, wo ich glaube, das passiert. Und die Jünger erhängen Jesus, er hebt das Brot ab. Und dann nimmt er das 3, da werden gleich genug Brot für jeder Jünger, so dann braucht er eine halb oder ein Viertel und gibt jeder einem ein Viertel sein Niveau. Niveau ja eine 50 mit dem Viertel Brot fördern. Und so sei Jünger. Und wir weten nicht gerade, wird es geworden, aber das ist irgendwie interessant. Aber lass mich noch einmal sagen, wenn du dort betest, was du hast, vielleicht hast du ein Viertel Brot hier, und die Gruppe ist viel zu groß für dich. Aber wenn Jesus dir das gegeben hat, und er hat das gesehen, dann werden wir im Glauben wiedergehen. Und er kann das mal nehmen, er kann das so führen, dass alle nicht zu essen haben. Weißt du, diese Gruppe hier, wenn immer das wir 10.000 Menschen, die essen alle satt, und dann sind wir noch ein Teil ewig geblieben. Na, wenn wir denken an unsere 500.000 plötzlich redende Mennoniten in der Welt, und wir wollen ihnen dort Bett geben, was wir haben. Und Jesus kann es mal nehmen. Weil die Menschen haben noch genug ewig geholt, die noch alle und andere Menschen dort abgeben. Wenn wir hat lange nicht alle gebraucht. Und so das Ding ist, dass das geht von einem zum nächsten. Das schubst ewig, können sein. Aber wie man das sehr klar haben, dass diese Arbeit ist Gott seine. Und das wollen wir das nur Jesus geben und er kann das sehen. Aber wenn Jesus, ich rede ein paar Wege von Jesus, Gott sagt zu Moses, hey, ich will kommen, Israel raten, ich will in ein anderes Land anführen, wo man nicht ran, ich will das tun. Und dann sagt er, nu go und do das. Und das sagt Gott zu uns auch. Jesus sagt zu den Jüngern, ich will meine Gemeinde bauen, und die Macht von der Halbe, die niemals überwinden, nu go und do das. Und Jesus sagt zu uns, weißt du Gott, ich will 500.000 plötzlich redende Menschen für mich erregen. Nu go und do das. Und ob wir treu sind oder nicht, das spielt eine sehr große Rolle. Und so, Mission, wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Was hast du in deinen Händen? Jesus vertelt die Geschichte, begrüßt was du hast. 3 Menschen kriegen alle was von den Wirt, 2 schaften damit, einer hat zu wenig gekriegt, er sagt, das ist ein Zentner, warum sagen das 100 Peso, die halten die nicht. Ich werde es ungegrüben, dass ich nicht verliere, und dann werde ich ihm das 3 geben. Und als der Wirt trägt ihm, sagt er, du fühlst dich nach, ich schmied das in Rüt und gebe denen das, was mehr hat. Und das ist eine interessante Geschichte, aber begrüß nicht, was du hast. Vielleicht hast du sehr viel. Das ist ehrlich möglich.
Vielleicht schaust du bloß ut von Dachel und du denkst, Mensch, wie kann man abend leben von dem Geld? Was soll ich noch tun? Jeff ein Peiso. Und Jeff den Peiso nur Jesus und sagt, das Peiso will ich dir geben. Ich will, dass du das was mal nehmen. Und dann Jeff den Peiso. Oder du kannst eindachte Werkpflicht, oder du kannst hier bei der Kirche was tun. Wenn wir schwarer hier taub sind, wir brauchen einen Teil Menschen in der Kirche und es sind auch Smarties zum Tschinja oder zum Gebet leiden, verschiedene Dinge. Aber weil es das Jeff nicht so, dass du nur in deine Hänge hast. Vielleicht hast du es wenig, vielleicht hast du es viel. Was tun wir damit? Und so Jesus sagt von dir zu uns, Jeff du ent zu eten. Jesus sagt zu uns, Jeff mir dort, was du hast, Jeff mir dein Brot. Und dann will ich das mal nehmen, ich will das sehen, dann wird es wieder gehen. Und so ich will uns alle Mut merken. Unsere Zeit rennt aus. Ich glaube, Jesus ist dicht bei von Trägung. Da sind noch viele von unseren Brüdern und Schwestern in uns ihnen fällt, was nicht Jesus persönlich kann. Ich kann du tun. Wie kann Jesus? Aber wenn er nicht ist, dann würde ich die Frau und dann komm zu Jesus. Du hörst die Wahrheit. Die Bibel merkt immer, was klar hat. Wenn wir die Wahrheit hören und wir glauben an Jesus, dann kriegen wir das ewige Leben. Er sagt, wenn wir mit uns Müll bekennen und ans Wort bleiben, dann kriegen wir das ewige Leben. So, du hast es gekriegt. Du hast Brot gekriegt. Vielleicht hast du noch einmal bloß in den Bänken gesagt, aber du bist bekehrt und du kennst Jesus. Dann darfst du dort beten, was du hast. Vielleicht hast du von dir bloß ein Peisel. Vielleicht hast du es von dir bloß, dass du eine andere Familie eine Multit bringen. Vielleicht hast du es von dir bloß, dass du die Welt für den Dart mal auf der Hafen wird halten mit deinen 2 Händen. Vielleicht hast du, dass du mal an eine Mission reist, vielleicht ein paar Monate mal wohin fahren, mal checken, was da ein Missionar. Wenn der Herr will, dann will ich nächste Botschaft, will ich reden von verschiedenen Missionsorganisationen und was die tun. So vielleicht weißt du gleich, ne, was ist das dann? Ich sage, lass die dort trü, wo du nu bist. Sieh mit den Päusel trü, was du nu hast. Aber du hast was in deinen Hängen. Und wenn ich meine Hänge tomerke, und ich rufe das unja, und ich hole dort ein bisschen eten, was ich habe, was ich für mich hole, wenn ich das nicht für mich hole, dann hungere ich vielleicht out. Und wenn so hat der Jung könnt denken. Und wir weten nicht, dass der dort freiwillig jäuft, oder dass Petrus den dort fortnehmen, ja, weten wir nicht. Aber der jäuft dort. Und dort eten wird gebraucht. Ich sage uns Vers, der Junge, Hüstchen, was vertelt er seine Eltern alle? Wow, Mama, weißt du Gott, diese Brotjes, was du mir morgens mitgibst, und die 2 kleine Sardinas, kleine Fischjes, oder was immer das wäre. Weißt du Gott, 10.000 Menschen essen von dort. Ich meine, die Mama, die wird nicht geläuft haben, nicht? Vielleicht wird die Mama da auch, und sagt mir, der eine Uhr, und wir weit nicht. Was sind deine Hänge? Jesus sagt, gib mir dein Brot. Gib mir dort, was du hast von dir. Und dann lass mich dort mal nehmen. Und wenn wir das tun, Gott kann große Dinge tun. Ziemlicher Futter. Dankeschön für das, was du uns gegeben hast. Vielleicht haben wir nicht viel in unseren Hängen. Vielleicht verdienen wir großartig genug Geld, um unsere Familie zu feiden. Aber wir können ein Peiso geben, wir können vielleicht hier ein Peiso geben. Oder wir können uns nur beim Bett haben, oder wir können eine Kirche mitteilen. Vielleicht haben wir verschiedene Dinge, haben wir in unseren Hängen, was wir können tun. Vielleicht sind das auch, was sehr viel in den Hängen haben. Aber sie sind gitzig, oder sie sind misstrauisch, oder wenn ich das weggeben, dann will ich vielleicht arm worden. Verschiedene Utrecht habe ich. Und Herr, ich bete von dir, help uns zu verstehen, dass wenn du uns Brot nimmst, kriegen wir weniger viel das ist. Du kannst das mal nehmen. Und dort kann viele Menschen zum großen Sehen sein. Gib mir dein Brot, sagt Jesus. Wir haben eine sehr gute Botschaft gehört. Die nächste Zeit, dass wir den Hand um Weg leiden, dass wir wirklich da was mit tun. Ich habe mir ein paar Dinge abgeschrieben, wo ich so dachte, wo ich bis noch einmal ein bisschen von reden, wo John all sagt, dass wir als Kirche, wir sind geraubt, um die deutschen Menschen erregen und Gottes Wort bringen. So wir schaffen im Studio und wir wollen wieder mit das schaffen, mehr Dinge über Saaten und Deutsch. Und er redet von, wenn du dich interessiert, über Saaten, zum Translaten, dann komm, red mit uns. Wir wollen mit das wieder schaffen. Wir haben nur zusammen, was wir mit schaffen, zum Beken, für die Kinder, da haben Dinge über Saaten. Und so vielleicht bist du dort, dass du kannst helfen mit dort. Und das andere Ding ist,
vielleicht sagst du, weil ich sehe in Geschäftsmann, ich sehe Druck, aber ich kein Geld. Ich würde gerne die in der Stadt mit Geld. Wir nehmen das auch an, weil das wird nicht alle umsonst sein. Wenn wir Menschen uns annehmen, um das tun, wie man die Ernte betont. Und wenn du was denkst, vielleicht dort in der Stadt, komm in der Stadt. Und vielleicht bist du ein Handarbeiter, bin geschafft, und du wirst gleich ein Port zu geben, zu das. Komm, red mit uns, wenn du kannst, auch was geben. Kriegst du es, er sagt, was ist, was du kannst geben. Und vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es mit deiner Arbeit. So, ich will die besmut merken. Sie Port von das. Ein Monat zurück, dann hat Pastor John eine von Botschaften und er redet von den Wechselpunkt. Wir sind ganz bald da, wo das Wort überdecken. Und nu ist noch eine Zeit, nu sind wir noch in der Gedeutungszeit, nu haben wir noch diese Menschen reden, wo immer die sind, und Gott sein Wort bringen. Und so, ich will die besmut merken. Sie Port von dieser Mission, was Lebenswasser hat. Ich kann noch ein paar Dinge, die ich hier will, bekannt machen, vergehen. Ein, das ist durch diesen Monat, was die Kirche noch 1000, vielleicht haben wir bei einer Werke oder so ein bisschen mehr, was wir können sagen, wie lange nachher, das wir bei uns können aufmerken, aber durch diesen Monat war es eine 1000. Ich will Ihnen sagen, dass Lebenswasser hat eine Gebetsgruppe, je kann, was immer Ihnen fehlt, wo ihr gleich ein Gebet sind, sagt uns dort, und dann wollen wir dort noch die Gruppe schicken, und da bleibt in der Gruppe, und sie war durch die Zeit für Ihnen beten, was immer das ist. So, wenn die Gebet fehlt, sie nicht allein, lut uns weiten, und wir wollen mit die gehen mit dort. Wenn Ihnen was fehlt von der Kummer, die Kummer wird hier aufsehen, von der kommt hier an und holt Ihnen was für Ihnen Kummer, wenn Ihnen Eten fehlt. Ich will Ihnen doch sagen, dass der Kirche Office, der wird aufsehen, dass ihr dort keine geben, der Werk, wenn ihr ein Offering will geben, kommt daran, blieb bei Ihnen geben. Wenn wir als Kirche, wir haben Commitments, wo wir nicht geben, das ist die Mission, was ihr alle sein habt, und der Kirche-Staff, die bleibt im Schaffen in Iran wieder. Und so, nicht bloß, wenn die sieht, aber wenn, ich glaube, Gott hat uns geropen, und uns alle geropen, dass wir treu sind mit dort, was wir haben, und dass wir geben dann. So kommt nur der Kirche-Office, da wird somebody sagen, was das Geld nehmen, und was da rechte steht gehen. So, blieb bin dort down. Ich dachte, ich will hier bis hastig verwirrt merken, noch bis jünd alle Mut merken, als Vorrasch, als Lehrer im Heim, dort die war über diese nächste Zeit in Einigkeit sein mit jenen Familien zu beten vereinen. Gestern fuhr ich mit meinen Sehen ein bisschen rum in der Dorf und kick mit nach den Staaten. Und das Huber gesagt, mir sagt so, das nicht der Half abgegangen, das ist nicht so, was eine Sage oder Arndt geben, da war nicht was mehr für zu reden. Und ich dachte so, wie als Dads, wie als Lehrer im Heim, oder vielleicht bist du noch allein Mama im Heim mit deinen Kindern, dann merkt eine Zeit, wo du kannst beten mit deinen Kindern, und beten, dass es wird regnen, dass sie gehen. Der Farmer, der fehlt dass die Ökonomie im Drehen bleibt, und wir uns bis Taubstunden über den nächsten Werk und beten vereinen. Ich will ein bisschen sehen, über jeden beten, und dann kann ich wieder gehen in den Tag. Vor dem Himmel Dankeschön, dass wir hier in Connection sein mit dir von dir, und ihr bet, und wir haben von dir hier durch den Wort. Ich bete bloß Gott, dass du uns etwas helfen, zu leben, dass wir wirklich wahr werden mit der Down, was in unser Hang ist. Ich bete und segne über jeder einer, was uns kriegt, von weit und breit. Sie mit jeder einer, hol ihre Familie sicher, hol ihn gesund, dass sie können beschenken durch dieses Werk in Jesu Namen. Amen. Hat alle einen guten Weg. Ik bid die om, ik bid die om. Du bist hier in unserem Land. Ik bid die om, ik bid die om. Du bist hier, du schubst auf diese Stirn. Ik bid die om. Ik bid die om.
die Chance hat. Ook wanneer ik dort niet voll die Chance hat. Die heerst niemand ab met schoffen. Die heerst niemand ab met schoffen. Ook wanneer ik dort niet voll die Chance hat. Ook wanneer ik dort niet voll die Chance hat. Die heerst niemand ab met schoffen. Die heerst niemand ab met schoffen. Ook wanneer ik dort niet voll die Chance hat. Ook wanneer ik dort niet voll die Chance hat. Die heerst niemand ab met schoffen. Die heerst niemand ab met schoffen. Maar ik merk dat verspreken houden. Wunderwerke, Licht in het donker. Niemand, door es wer die was. Die was, maar ik merk dat verspreken houden. Wunderwerke, Licht in het donker. Niemand, door es wer die was. 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 Die was, wat melk auf verspreken hola. Wunderwerke, Licht in het donker. Mijn God, door es wer die was. Die was, wat melk auf verspreken hola. Wunderwerke, Licht in het donker. Mijn God, door es wer die was. Sie noemen hecher, sie noemen zeven verbrekken het. Sie noemen